So, Freunde, sind wir wieder zurück. Und zwar natürlich in der finalen Episode von Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Wie in der letzten Folge erwähnt, habe ich noch offscreen trainiert. Jetzt ist Aqua auf Stufe 40. Ich hoffe, viel mehr brauche ich auch nicht mehr, um hier durchzurocken. Und ja, hat eine halbe Stunde gedauert. Aber insofern ging es. Und ich finde, es passt auch, dass jetzt das höchste Level von allen hat, weil sie ist ja auch eine Schlüsselschwertmeisterin, nicht wahr? Die Frage ist, werden wir gegen Terra Nord oder Terra Sea Nord auch eine Chance haben? Schaden mache ich schon mal guten. Mann, geht ihm auf den Sack. Da mal ein bisschen auf Abstand. Zum Gucken, ob ich irgendwie seine Moves zurückschlagen kann. Ja, aber der Move, der Trick funktioniert ja. Okay, die wird sicher mehrere Phasen haben. Das heißt, Phase 1 dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Hab was gesagt? Ich habe nichts gesagt. Der Drecksack ist einfach heilt. Hau aus dem Körper ab, Sea Nord. Was macht der da? Der hat zu meinem Geschmack ein bisschen zu viel. Da muss man dringend mal abgewöhnen. Ich kann nichts machen, keine Chance. Ist das scheiße, wenn er so weit weg ist? Ich versuche es, er kann nicht blocken, es geht nicht. Sobald ich einmal drin bin, bin ich am Arsch. Muss ich halt so machen. Zum Glück hat Aquadon einen relativ hohen Magiewert. Puh. Was? Das kann ja aber von Ensel und nicht von dir. Wir machen trotzdem mal Platz. Okay, der Schaden vom Schatten geht eigentlich noch.
Schon wieder, sie macht nichts. Das ist doch einfach nur... Das ist nur die Frage der Schatten. Das wird aber nicht Terror sein, war nie im Leben. Sonst einfach eine kranke Scheiße. Ich hab's verstanden. Toll, wenn wir mal einen Zeitspeise einsetzen, passiert so eine Scheiße. Hä? Was hat der Move ausgewichen? Wie geht denn das? Kann er einen blocken? Nö. Ne, der Schaden wird kaum Terror sein, geht gar nicht. Wir wissen ja, dass Terror eigentlich noch in seiner Rüstung steckt. Terrors Geist zumindest. Was ich mir die ganze Zeit schon gefragt habe und nie zum Gespräch jetzt kam. Xehanort hat ja aus seinem Körper sein Herz entlassen und ist irgendwie in Terrors Körper geschickt. Soweit, so klar. War das auch die Geburtsstunde von Ansem und Xemnas? Weil bis zum Zeitpunkt Kingdom Hearts, Birth by Sleep, kennen wir die beiden noch gar nicht. Aber Ansem kennen wir aus Kingdom Hearts 1 und Xemnas eigentlich auch. Plus natürlich aus Chain of Memories, 358 over 2 Days und Kingdom Hearts 2. Ja, wie gesagt, er macht jetzt eigentlich nicht so viel Schaden. Fuck, haben wir schon unterbrochen, gibt's nicht. Was ist jetzt los? Ja, super, da sind neue Moves drauf. Ich dachte schon, ich hätte ihn. Da ist der Schatten, so wie er jetzt. Ist er jetzt, weil er. Ist er betröppelt? Ach so. Hä? War das gerade ein Tower? Was ist ein echter Tower jetzt? Oh, der ist übel, der muss rausweichen. Doch, das ist Terror! Hä? Okay, der war ein bisschen anders als zuvor. Okay, Zeitschweiß kann ich vergessen. Was bringt das? Man fügt mit Schaden zu, eigentlich nicht, oder? Ah, nicht der Scheiß schon wieder. Stand da zu schnell? Den Scheiß wieder. Schade. Man kann es einfach durchbrechen, deswegen Zeitsplas ist irgendwie, wo so viel Damage machen würde, ist irgendwie jetzt nicht so eine geile Idee.
Oh, ist das ein Kampf, ey. Wie der jetzt ordentlich angemacht hat. So, das war's hoffentlich. Und wer ist dieser scheiß Schatten? Stop fighting back. Tara, I know you're in there. This'll teach you. Get out of my heart. Tara! The darkness can't have you. I have to do something, or we'll both be lost. I'm with you. Go! Ben, I'm sorry. I might not make it back as soon as I thought. But I promise I'll be there one day to wake you up. Hey, I'm gonna head back. Yeah, me too. Sora, what's wrong? Huh? You're... That's weird. It's like something's squeezing me inside. Somebody up there must be sad. Up where? They say every world is connected by one great big sky. So maybe there's somebody up there in all those worlds who's really hurting. And they're waiting for you to help them. Well, gee, do you think there's something I could do? Maybe they just need you to open your heart and listen. I don't know, Riku. You say some weird stuff sometimes, but I'll try it. Okay. Hey, can you hear me?
Right this way. Young man, what ails you? Can you speak? Tell me your name. Xehanort. Xehanort. Quickly, get him to the castle. You can count on me. Dylan, get those for me. Seems like I've been walking for ages. How long have I been down here? Maybe I should fade into the darkness here. I guess it's been so long. I almost forgot how to smile. There's always a way. Und einfach wie aus dem Nichts wird hier plötzlich die Titelmusik von Birth by Sleep eingespielt. Die muss natürlich überspielen, Freunde, sorry dafür. Okay, das war jetzt natürlich episch. Einerseits war das, glaube ich, jetzt der Moment, wo Terra Xehanort sein Herz quasi, das von Terra entlassen hat. Wo, jetzt halt die Frage, war das Moment, wo er selber jetzt als Ansem und als Xemnas geboren wurde? War das doch schon vorher, wo er sein Herz in seinem Körper getrennt hat, um Terra zu übernehmen? Fragen über Fragen, was aber sicher sein dürfte, ist jetzt wohl, dass Terra doch irgendwie der Schatten war. Warum auch immer, weil ursprünglich war ja die Rüstung, jetzt aber plötzlich der Schatten, der doch bei Xehanort dabei war. Kein Plan, wie das jetzt ging, aber das würde es auch diese seltsame Zwischensequenz oder diese
die Sequenz im Kampf erklären, wo wir irgendwie, wenn wir ein bisschen Schaden gemacht haben oder wenn uns dieser Schatten erwischt hat, waren wir plötzlich in diesem Lichtreich und da war ja Terror plötzlich wieder in seinem normalen Körper. Vielleicht hat es auch irgendwie was damit zu tun gehabt. Aber auf alle Fälle geht es mal davon aus, der Schatten ist Terror und es ist verschwunden. Ist natürlich die Frage, warum sieht der Schatten hier genauso aus wie der Schatten von Ansem in Kingdom Hearts 1. Aber das wird uns vielleicht ein anderes Mal erklärt. Und ja, Xehanort ist jetzt zurück in der richtigen Welt. Da kann man eigentlich sagen, Xehanort kann sich eigentlich bei Aqua bedanken. Ja, zusammen mit ihrem Schlüsselschwert, wobei sie hat noch das von Eraqus, also das ist nicht so ein Problem sein aktuell. Naja, also wir wissen ja, Xehanort und so, dass der irgendwie Ansem betrogen, überlistet hat, hey, und auch die Leibwerte, die bei Ansem waren. Das wären ja spätere Mitglieder von Organisation 13. Wie die dann zwar zu niemanden werden und dadurch halt eben zu Organisation 13 Mitgliedern, sind wir vielleicht auch noch, kein Plan. Aber man kann glaube ich sagen, Xehanort hat schon ziemlich in die Tiefe gegriffen, wa? Ich meine, er bleibt zwar in Terras Körper, aber es ist nicht so einfach, wie er immer dachte. Also, der ist schon häufiger von der Klippe gesprungen, als irgendwie als andere Kingdom Hearts Charaktere, sag jetzt mal so. Also, der hat mehr Leben als eine Katze, ganz ehrlich. Ja, und damit dürfte auch klar sein, und gerade hier Vanitas sehen, dass jetzt ja wohl Ventus im Herzen von Sora wohnt. Denn wir wissen ja aus Ventus Hut, dass sein Herz quasi, er hat damals gesagt, hey, was bist du für ein Herz, nimmst du mich bei dir auf? Und jetzt, so wie wir jetzt die Szene nochmal gesehen haben, ist klar, es muss Sora sein. Weshalb Vanitas aber schon immer so aussah wie Sora, aber jetzt auch kein Schimmer. Kann ich jetzt noch nicht erklären. Weil Vanitas wurde geboren zu einem früheren Zeitpunkt und das haben wir zwar in der Ventus-Route gesehen, dass damals ja offenbar auch schon Vanitas vielleicht auch schon irgendwie auf der Insel waren. Auf der Insel des Schicksals, Destiny Island. Vielleicht hat damals schon, wir wissen ja, dass nach dieser Splittung war ja Ventus schon ziemlich am Arsch, er hat ja auch schon so einen längeren Gesichtsausdruck und so. Vielleicht hat er sich damals schon irgendwie an Sora geheftet und eine Verbindung zu ihm aufgebaut und weil Vanitas noch kein Gesicht hatte, hat er irgendwie das von, ja, das von Sora übernommen, weil das eben irgendwie trotzdem eine Herzensverbindung war. Keine Ahnung, da bin ich jetzt noch zu wenig drin im ganzen Kingdom Hearts Universum, um das irgendwie besser zurechtbiegen zu können. Aber bin mir sicher, wir erfahren das in Zukunft noch, wie das genau sein kann. Aber jetzt ist natürlich klar, wie es auch sein kann, dass Roxas, der niemand zwar von Sora ist, aber aussieht wie Ventus. Weil aktuell wohnen ja in Sora 2 Herzen. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso er damals bei Kingdom Hearts 1, wo er im finalen Kampf gegen Riku Ansem oder gegen Ansem, bin ich mir so sicher, wo er sein Herz entlassen hat, um Kairi zu retten, wurde er kurz ein Niemand und konnte trotzdem wieder zurückkehren. Vielleicht war es wirklich aus dem Grund, weil sein Herz oder das von Ventus dann auch in seinem Körper und deswegen war er noch nicht ganz verloren. Kein Plan. Auf alle Fälle hat er 2 Herzen jetzt in sich. Das dürfte klar sein. Und ja, ich glaube, es kommt noch ein bisschen was. Da muss ich aber erstmal noch kurz recherchieren, wie das genau ist, ob es überhaupt freispielen kann. Weil es auch noch irgendwie mit dem Trio-Report zu tun haben, dass den irgendwie 100% abschließen muss auf der Schwierigkeitsstufe normal. Und nur dann kriegen wir nochmal eine geheime Endszene zu sehen. Wobei, was soll jetzt noch kommen? Wir haben schon relativ viel gesehen, Freunde. Wir wissen, dass Aqua im Reich der Finsternis ist. Das sieht ein bisschen so aus wie damals am Ende von Kingdom Hearts 1, wo ja Mickey und Riku waren. Boah, ich würde sagen, wir können gespannt sein, wie das noch weitergeht. Dementsprechend, Ventus ist klar, sie eine Weile nicht. Warum auch? Er ist ja quasi eingesperrt, ja, versiegelt und wartet. Terra Xehanort haben wir auch im Kingdom Hearts 2 uns auch nie gesehen, werden wir vermutlich in Kingdom Hearts 3 wieder begegnen. Oder in Dream Drop Distance, oder irgendwie ein Zwischenstück kann natürlich auch sein. Und ja, in dem Sinne, sage jetzt mal vielen Dank fürs Zusehen bei der Final-Episode, war doch zum Glück nur relativ kurz, weil ich auch ein bisschen trainiert hatte und so. Aber eben, es kann natürlich sein, dass jetzt nochmal irgendwie eine Folge kommt, nochmal eine Auflösung für eine weitere Episode. Ansonsten würde ich sagen, würden wir glaube ich mal noch die Berichte von Xehanort durchblättern. Aber das ist natürlich alles erst in der nächsten Folge.
Und dann wäre wohl Birth by Sleep soweit durch und wir können mit Kingdom Hearts Recoded loslegen. Tja, mal schauen, wa? In dem Sinne, für diese Folge war es das. Ich lasse noch ein bisschen weiterlaufen, falls noch irgendwas kommen sollte, das noch wichtig wäre. Und ja, bis zum nächsten Mal. Zurück bei Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ciao zusammen.
Hey, can you hear me? I heard your voice. It cut through the darkness around me. All alone, I followed the sound into a sea of light. And found myself here. With you. You gave me something back when I needed it most. A second chance. I did? But now I have to go back to sleep again. Are you sad? Would you mind if I stayed here with you? Sure, if it'll make you feel better. Thank you. Well, you know, I think it worked. Die beiden Helden, die bald alle Welten retten sollten, blickten gemeinsam zum selben Sternenhimmel hinauf. Tja, und damit ist ja auch der Name bekannt, warum das Spiel Birth by Sleep heißt. Ich glaube, das dürfte es alles erklärt haben. Ja, der Kommentator müsste am Schluss noch ein bisschen was sagen. Speichermenü. Soll das auch speichern? Okay, gut. Ich speichere mal. Das mache ich gerne. Ich speichere gerne. Wobei ich noch Mühe habe, irgendwie herauszufinden, wie man Speicherstände, also einzelne Speicherstände löschen kann. Alle ist kein Problem, aber einzelne löschen ist irgendwie nicht so recht. Okay, behalte sie mal. Ich bin gespannt, was jetzt gleich kommt. Ja, wo gerade wieder irgendwie was loszwitschern, sag ich jetzt mal. Fortsetzen. Gut, wir jetzt mit der Weltkarte loslegen. Trio Report ist irgendwie was Neues. Ne, sind nur 2%, das hat dazu getan. Da kann man jetzt zumindest hier jetzt. Seittags muss irgendwas Neues passiert sein. Ja, letzte Episode, ja, danke dir. Okay. Ja, und noch was irgendwie passiert ist, ja, ist super, das bringt mir viel. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie bereits erwähnt, Freunde, mal gucken, was wir dann noch irgendwie alles machen können. Und ja, bis dahin, ciao zusammen.